Ja, Link, ich kann ja verstehen, dass du müde bist, ganz ehrlich, Kumpel, aber wir haben andere Sorgen. Denn Zelda wurde, keine Ahnung, entführt, verschluckt von einem Wirbelsturm. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, wir kommen zurück von zu The Legend of Zelda Skyward Sword in HD hier auf der Switch. So, ich spiele gerade aktuell mit der Knopfsteuerung. Ja, das heißt, also doch Motion irgendwie schon, weil wenn ich den Control bewege, drehe ich mich so auch. Und ich verstehe jetzt auch, warum man nicht mit dem rechten Control-Stick, naja, rumsehen kann. Damit steuert das Schwert. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das alles mache ich jetzt mit dem rechten Control-Stick, auf dem Pro-Controller. Das ist irgendwie, ja, weiß auch nicht. So geht das. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wie man die Wirbelattacke mit dem Pro-Controller macht, mit der Knopfsteuerung oder Tastensteuerung, aber es geht einfach zweimal rechts antippen. Und auch nicht. Da rechts gedreht halten. Ah doch, links und rechts war. Warte mal. Okay, irgendwie so, ich muss glaube einfach schneller sein. War das doch zweimal rechts und. Ja, irgendwie links, rechts, einfach schnell hin und her. Da müsste es klappen. So, ist aber auch egal. Wir haben andere Sorgen, wir müssen dieses geheimnisvolle Wesen verfolgen. Warum? Ja, weil das Spiel mir das so vorgibt. Nee, wir hoffen ja Antworten zu finden, was eigentlich mit Zelda passiert ist. Und vor allem, wo sie steckt. Statue der Göttin hat gerade die Schrift da oben sich ernsthaft gerade skaliert. Okay. Das sah ein bisschen creepy aus. Ich habe dich erwartet, dich, den von meiner Schöpferin Auserwählten. Fei, das ist der Name, den man mir gab. Ich komme von jenseits der Zeit, aus einer fernen Vergangenheit, um dir dein Schicksal anzutragen. Dies ist der Zweck meines Daseins. Nimm nun das Schwert in die Hand, mein Gebieter, Michael. Ein geheimnisvoller Traum, mein plötzliches Erscheinen, die Angst und Sorge um deine Freundin. Wenn ich eine Lage analysiere, verwundert mich deine Reaktion nur wenig. Ja. So lass mich dir etwas sagen. Meine Worte sind dazu angetan, deine Stimmung zu heben. Klappt bisher ganz gut, muss ich sagen. Das Mädchen, das du suchst, Zeldas Leben, ist nicht verloren. Diese heilige Maid, Zelda und dich, euch erwartet ein großes Schicksal. Wenn du sie wiedersehen willst, so nimm das Schwert in die Hand. Wie fühlst du dich? Bist du bereit für diese Aufgabe? Aber Logo! Ist was? Mehr Worte scheinen mir von keinem Nutzen zu sein. Ich werde dir, dem Gebieter des Schwertes, folgen. Zieh es nun heraus und strecke es himmelwärts. Skyward, du verstehst? Aha. Das heißt also Skyward, okay, himmelwärts. Okay, ich hoffe nur, ich verliere nicht jeder 13 Herzen, ne? So wie es bei Breath of the Wild ist. Hä? Hä? Nee, geht ganz live. Fach.
Du hast das Schwert der Göttin erhalten. Dieses legendäre, aber doch sehr kurze Schwert ist erfüllt von heiligem Licht der Göttin. So ist es gut, Gebieter. Mein Gebieter. Michael! Was macht der hier? Oh. Kann es denn sein, dass du es bist, Michael? Ja, ich stehe direkt vor dir. Der legendäre Jüngling, der die Kammer des Heiligen Schwertes betreten wird. Diese Kammer hat die Göttin uns Menschen hinterlassen, sagt man. Nur besondere Personen werden in dieses Geheimnis eingeweiht, von Generation zu Generation. Das Licht des göttlichen Schwertes vertreibt alles Böse. Ich werde erscheinen, dem reinen Jüngling, in dieser Gestalt am geheiligten Ort. Es begann vor einigen Tagen. Das Schwert, dessen Geheimnis sich so lange bewahrt hatte, begann zu leuchten. Als ich das Licht sah, traute ich meinen Augen nicht. Nicht im Traum hätte ich je daran gedacht, dass auch diese Prophezeiung Zeit meines Lebens erfüllen würde. Es ist, wie die Prophezeiung sagt. Ein Jüngling wird führen das Schwert. Beinahe noch ein Kind, wird er doch beschützt von der heiligen Kraft. Hey, also ein Kind bin ich lange nicht mehr, ja? Die mündlichen Überlieferungen der Menschen sind so unzuverlässig. Von der Offenbarung, die dein Urahn empfing, ist ein großer Teil bereits verloren gegangen. Erwählt von der Göttin der Jüngling, der zieht das heilige Schwert und über es gebietet mit starkem Geist. Kind des Schicksals, erwählt vor dem Schatten großer Gefahr. Er wird tragen die Seele des Schwerts, überwinden die Wolken und von dort hinabsteigen, gemeinsam mit der heiligen Maid das Land erleuchten. In einem alten Buch meines Vaters habe ich in einem Ort gelesen, der Erdland heißt und viel größer ist als unsere Welt. Gebieter, du wurdest erwählt von der Göttin, meiner Schöpferin, um ihren Auftrag zu vollenden, um die heilige Maid, um Zelda wiederzusehen, musst du das Wolkenmeer überqueren, musst hinabsteigen in die weite Welt, weit entfernt von hier. Du musst dich ins Erdland begeben. Aber das Erdland ist tabu für uns Menschen. Dorthin zu gelangen, muss man die Wolken durchqueren. Noch nie ist dies jemandem gelungen. Auf dieser Tafel ist der Weg ins Erdland niedergeschrieben. Nimm sie und platziere sie auf dem Altar in dieser Kammer. Du hast die Smaragdtafel erhalten. Das ist Schwirmstein gefertigt und scheint sehr alt zu sein, so wie Fei. Gebieter, riechen nun den Himmelsstrahl auf das Wappen an der Wand. Der Himmelsstrahl entsteht aus der Kraft, die sich sammelt, wenn du dein Schwert gen Himmel streckst. Schwinge dein Schwert in Richtung des Wappens, sobald sich der Himmelsstrahl aufgeladen hat. Kapiert? So schwer war es jetzt eigentlich nicht. Da geht Pora, was sagst du dazu, wa? So viele unglaubliche Dinge sind gerade geschehen. Vielleicht sollst du ein Ratschlag beherzigen und sehen, was noch geschieht. Ja dann. Skyward Sword! Ah, das Geräusch, das jeder kennt. So.
Gebieter. Das Siegel der Göttin hat bisher verhindert, dass Menschen das Wolkenmeer verlassen konnten. Nun hat sich dieses Siegel an einer Stelle geöffnet, sodass du passieren kannst. Dort musst du hin. Ich erkenne dich als rechtmäßigen Gebieter an. Ich ruhe in einem Schwert und bin somit stets an deiner Seite. Drücke unten, um mich zu rufen. Michael, ich weiß nicht, was mit den Schatten große Gefahr gemeint ist, aber es klingt nach einer großen Herausforderung für euch. Wenn Feis Worte wahr sind, dann ist Zelda am Leben. Sie lebt. Du musst sie finden und dich zugleich einem Schicksal stellen, Michael. Niemand weiß, welche Prüfungen das Schicksal für dich vorgesehen hat. Da versprich mir, meine Tochter, versprich mir, Zelda zu retten. Beweise mir, dass die Offenbarungen tatsächlich wahr sind. Ich bitte dich, Michael. Nö, kein Bock drauf. Ja, klingt ein bisschen schwierig. Logo, nach über 10 Jahren, kein Problem. Schau wieder. Mach ich. Mit links. Oder mit Knopfsteuerung. Ich will ja glauben. Hab Dank, Michael. Mega, aber switche da oben auf Bewegungssteuerung. Es wird schon hell. Diese Nacht war sehr lang für uns. In diesen Kleidern kannst du an der Reise nicht antreten, Michael. Hä? Wieso? Für den Vulkanort hat's gereicht, aber draußen dann plötzlich nicht mehr was. Da du die Vorgeladezeremonie bestanden hast, habe ich ein neues Gewand für dich. Mit ihm bist du auch für eine längere Reise gut gerüstet. Am besten du ziehst es morgen gleich an. Jo! Wir sind ready, Freunde. Dass dieser gewandte Ritter, als die Farben das erste Mal sah, war ich ein wenig skeptisch. Aber wie ich sehe, steht es dir ganz vorzüglich, Michael. Pass auf dich auf und vielleicht solltest du im Dorf ein paar Reisevorbereitungen treffen. Ich selbst kann nichts tun, als in meiner Stube die alten Schriften erneut zu studieren. Solltest du mich suchen, kannst du mich dort finden. Ich bete dafür, dass es meiner Tochter gut geht. Yes! Tja, Freunde, sitzt, passt, hat Luft, alles perfekt und seien wir ganz ehrlich, ein bisschen pennen könnte ich eigentlich auch noch, wa? Sollen wir zu schlafen? Nee, gar nicht. Nee, seien wir ehrlich, Freunde, hä? Dieses Gewand. Es ist das Gewand, das Heldengewand, das noch unzählige Generationen das Gewand des Helden betiteln wird. Bis in Breath of the Wild, da ist irgendwie plötzlich, haben wir gesagt, braucht keiner mehr. Wo die Zipfelmütze ein bisschen kürzer als gewohnt war. Also wenn ihr so vergleicht mit der Queen of Time oder Twilight Princess, da war sie ja ein bisschen länger. Na egal. So schwer ziehen kann ich gerade nicht. Vorbereitungen treffen, da sagst du was. Neuer blauer Rubin. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es jeden Tag einen neuen. Wer auch immer den da reinsteckt, ich habe keine Ahnung. Aber shit happens. So. Wir haben jetzt also ein krasses neues Schwert. Ich frage mich zwar, was im alten Schwert passiert ist. Michael! Ah, Bruce. Na, was geht ab? Diese grüne Kleidung steht dir wirklich gut. Du siehst aus wie ein wahrhaftiger Ritter. Jo. Ich habe direkt erfahren, dass du los bist, nach Zelda zu suchen. Das ist wirklich unglaublich. Ich würde so etwas niemals schaffen. Hier ist aber für dich gemacht. Vielleicht nutzt es dir auf deiner Reise. Du hast die Abenteuertasche erhalten. Sie bietet Platz für Items, die du während deines Abenteuers finden wirst. Geil, dankeschön. 4 Items, krass. Das ist eine Abenteuertasche. Darin kannst du bis zu 4 Items verstauen. Wenn du möchtest, kannst du im Bazar ein paar Items kaufen. Du kannst sie dann in diese Tasche aufbewahren. Ich bin sicher, ein Schild und ein Herz tragen, wenn dir auf deiner Reise besonders nützlich sein. Michael, ich glaube ganz fest daran, dass du Zelda finden wirst. Ja, aber schon die ganzen Jahre über gemacht, immer wieder. In unzähligen Abenteuern. Ich würde es diesmal wieder schaffen, auch wenn es in HD ist. Oder sagen wir ehrlich, Freunde, erst recht. Glückwunsch, Michael, du bist in die Oberstufe aufgestiegen. Sehr elegant. Ich kann sagen, geht sicher gut, es ist bald wieder hier. Ja, ich finde die Uniform auch schick. Sieht zwar ein bisschen aus wie, keine Ahnung, Robin Hood für Arme, aber... nee, warte mal, stimmt gar nicht, Quatsch.
Sag ich da, Green Arrow natürlich. Pro Minute hat er nie grüne Sachen an. Oder? Egal. Großartig umgucken. Ich weiß jetzt nicht, ich würde gerne bald schon mal aufbrechen, aber natürlich erstmal die Stadt noch ein bisschen erkunden. Michael, endlich bist du in der Oberstufe. So passt so zu reden, nachdem Zelda verschwunden ist, wa? Fühlen musst, ja, ich fühle mich scheiße. Dankeschön. So, der wunderbare Wolkenhort. Ja, ich kann ja Pfeil rufen. Was? Ah, warte mal. Du hast mich gerufen, Gebieter. Information, Spielzeit, nichts. Ne, das Ziel wäre immer ganz cool. Ich empfehle, die Lichtsäule im Wolkenmeer abzuspringen, um die in der Erdland her Stutzelder zu suchen. Die Lichtsäule befindet sich südlich des Wolkenhorts. Und dann Spielzeit, bla bla. Hab ich gar nicht gefragt. Die mir Informationen, die ich gar nicht brauche. Wollen wir zu etwas erfahren, Gebieter? Vorsicht? Mal gucken, was sie sagt. Dann glorreichen Sieg bei der Flugzeremonie bist du mit Zelda Wolkenmorgen geflogen, ehe sie abgestürzt ist. Aha, okay. Glorreichen Sieg vor allem. Was ist los? Ja. Schwer bewaffnet sein. Ich empfehle dir im örtlichen Basar Schild und einen Herztrank zu erwerben. Ja! Wollt ihr gerade hin? Alter Schwede, so Abenteuertasche. Man sieht das hier irgendwie noch, hier steht leere Taschen so, die kann man bei Gelegenheit mal upgraden. Also das kommt dann alles noch. Auf R. Ah. Stimmt, das war ja so. Schwert der Göttin. Ein Schwert, das aus dem Podest der Göttin gezogen wurde. Heiliges Licht umhüllt es. Böse kein Licht, aber okay. Das Spiel wird schon wissen, was es tut. Marktafel, alles klar. Tiny Cave, Monsterteile-Sammlung. Jo, läuft. Ich dachte eigentlich... Was denn? Ah, warte mal. Kann einem Amiibo verwenden, dankeschön. Ah, okay, das war's. Die Bildschirmanzeige. Ja, mit der Tasche. Naja. Wir gehen erstmal hier in den Basar des Wolkenhorts. Mal gucken, was hier so abgeht. Da fällt mir ein, Trank und eine Flasche wird relativ schwierig. Hast du Schönes? Na, ein Kunde will vor der Überraschung. Kommt, ihr tretet näher. Angebot. Ja. Wie kauft man ein? Es ist mir ein Vergnügen, euch alles genauestens zu erklären, werter Herr. Stellt vor den Gegenstand, drückt Arm in aus der Nähe zu betrachten, um eine kurze Erklärung dazu zu erhalten. Okay. Wir können uns bereits Bomben holen, wa? Ah, welch Unglück, besitzt keine Bombentasche, kann ich heute dieses Land nicht verkaufen. Oh. Was hier? Ah, tut mir leid, mein Herr, ihr besitzt keine Schleuder, also kann ich heute diese Kern nicht verkaufen. Sag mal. Und ich bin untröstlich, ich besitze keinen Bogen, also kann ich euch diese Seite nicht verkaufen. Sag mal. Gehst mir auf den Sack, Alter. Kannst du mir das ein Schild verkaufen? Ihr interessiert euch als für ein Holzschild? Ja, ein Eisenschild wäre mir zwar lieber, aber was soll's. Vergesst aber jedoch nicht, dass euer Schild nach einer gewissen Anzahl von Treffern kaputt geht. Ja, ich weiß, war vor 10 Jahren schon so, war bei Breath of the Wild so, das Items kaputt gehen, nichts Neues. Zudem ist ein Holzschild durch Feuer sehr leicht zu zerstören und seid damit sehr vorsichtig. Mal 50 Rubine, mein Herr. Her damit. Ja, vielen Dank, mein Herr. Da seid ihr mir eure Tasche verstaut. Drückt und haltet R, um eure Tasche zu öffnen. Also Schild auch in diese Tasche gehört. Naja. Oh, was heißt die? Oh, was ist denn das? Was sehen meine Augen? Junger Freund, ich sehe, vor dir liegt ein beschwerlicher Weg, er ist voller Gefahren.
Steil und mit Hindernissen geradezu übersät. Junger Freund soll sein Ziel aus den Augen verlieren. Blick ich für dich in die Zukunft, denn ich bin ein wahrhaftiger Wahrsager. Ah. Vertraue meinen sanften Augen, laut einer klaren Stimme. Alter, wie sehen die Augen so creepy aus? Das war vor 10 Jahren noch nicht so. Oh Mann, ey, das haben wir von HD, ja? Dass plötzlich die Augen so sind. Da drohte keine Gefahr. Werde zu mir, junger Freund. Aber ich liebe doch die Gefahr. So. Wer bist du denn? Hey, willkommen in der Werkstatt. Ich kann dir deine Items verbessern und dein Schild reparieren. Also, was soll die Schraube anziehen? Kann ich bereits mein Schild verbessern? Mal gucken. Normaler zum harten. Bernsteinhalbmond und Glibber. Vielleicht der Holzschild, aber Kraft ist erhöht. Soweit ich mich erinnere, müssen wir eigentlich... Also eigentlich war es so Bernsteinhalbmond, aber wir kriegen den schon wieder. War das auch von den Fledermäusen oder bereits einer anderen Monstersorte? Aber Glibber müssen wir von den Schleim bekommen. Dass ich bisher gar keinen bekommen habe, finde ich irgendwie enttäuschend. Jo. Jo, komm wieder. Nee. Lass mal. Wenn du müde wirst, dann leg dich eine Runde schlafen, hey. Du kannst überall dort ausruhen, wo du ein Bett findest. Und glaub mir, du wirst dich wundern. Du denkst, also leg dich schlafen und sie den Wolken noch bei Nacht an. Jo, machen wir natürlich auch noch Freunde. Den ganzen Wolken noch erforschen, so, weil hier gibt es ja noch einiges zu entdecken. Und zusammen natürlich. Du bist jetzt ein vollwertiger Anwärter von Ritterposten, Gratulation. Es gibt noch viele Dinge, die ich nicht Bescheid weiß, nicht wahr? Nö, ich weiß alles. Auf die Hilfe auf, so ist jetzt eine Grundregel. Hä? Hier geht's nur um die Hilfe. Hallo. Ist ein wenig Pfeffer dazu? Wunderbar, schmeckt auch heute wieder so, wie es soll. Aha. Na dann. So, man nimmt irgendwie die Rede von einem Trank. Ganz verschiedene Tränke. Und er macht die Tränke hier, oder was? Willkommen in den Trankladen. Wenn du bei uns einen Trank gekauft hast, kann ich ihn hier verfeinern und seine Wirkung verbessern. Gibt es einen Trank, den du verwandelt haben möchtest? Nö, aktuell nicht, aber danke. Ich verstehe, komm jetzt auch wieder. Wenn du scheiße bist. Ja, willkommen im Trankladen, mein Hübscher. Wenn du verletzt wirkt mein Herztrank wahrer Wunder. Kaum getrunken, sondern dein Herz hört auf. Na, was sagst du? Du hörst den Ritter, nicht wahr? Aber du solltest auf jeden Fall jemanden dieser Tränke bei sich tragen. Du, also gar keine leere Flasche? Wir können nur einen Trank verkaufen, wenn du eine Flasche hast, in den du ihn füllen kannst. Aber weil du es bist, schenke ich dir einen, mein Hübscher. In du unseren Tränken kannst du auch allerhand andere Dinge in die Flasche füllen, also pass mir ja gut darauf auf, ja? Dankeschön, in die Flasche halten! Ich will die Flasche gleich in deine Abenteuertasche. Drücke her, um einen Blick darauf zu werfen, ja? Dann also in den Itemlager abgeben und aufbewahren lassen. Itemlager? Sind wir bei Pokémon oder was? Aber genug der Erklärung, willst du nicht etwas kaufen? Ja, mal gucken, was über das hier für einer? Das ist ein Rüstungstrank. Dann ein bisschen Zeit. Das ist teuer. 200 Rubine. Ja, leck mich. Nö, tschüss. So, was kann der pinke Trank? Das ist kein Liebestrank oder so, oder? Ein Wundertrank, also großartig bekommst du sonst nirgendwo. Schmieren auf einen Schild, um ihn zu reparieren und die Schildanzeige wiederherzustellen. Also ein Kauf wert, oder? Was ich gerade mal 30 Rubine. Warum eigentlich nicht? Ich meine, 4 Herzen füllt er noch auf und viel mehr aber sowieso noch nicht. Das ist ein Trank auf andere das wende ich an meinen Mann. Ja, mit Insekten, wa? Der blaue Trank. Okay, der blaue ist noch nicht ready, der grüne glaube ich auch nicht, wa? Ah doch. Okay, der grüne ist Ausdauer, ist noch nicht ganz fertig, aber der hier kommt. Herztrank für 8 Herzen. Ja, wir haben noch erst 6, das wäre irgendwie Zeitverschwendung und mir fehlt eh noch eine Flasche. Dafür also lassen wir das, wa? So. Also soweit. Nur mal ganz kurz und gucken, was wir überhaupt zum Upgraden bräuchte.
Pyroriesenkäfer, Himmelsanbeterin, Dekubine. Ja, ja. Wir müssen erstmal die Scheißkäfer mal fangen. Mit bloßen Händen wird es ein bisschen schwierig, Freunde. Aber egal. So, das war's soweit mal hier mit dem Bazar. Ne, warte mal, da fehlt noch eine. Hallöchen. Bei mir kann seine Items lagen und gelagerte Items an dich nehmen. Möchtest du das nutzen? Nö. Soll mir recht sein, aber das nächste Mal kommst du nur, wenn du alles zu erledigen hast, ja? Ich habe auch was zu tun. Man sieht's. Oh! Gebieter Michael! Diese Schatztruhe hat die Göttin eines von den auserwählten Helden hier hinterlassen und die ganzen Jahrtausende über hat ihn niemals jemand angerührt. Ist das nicht praktisch? Ja, und sehr glaubwürdig. Dann habe ich keine Daten darüber, wie man sie öffnen kann. Wie wär's mit Aufstoßen? Aha, deswegen, okay, gut, da haben wir schon gewundert. Deswegen, das ist eine Truhe. Ja. Oh, der Kleine hier. WR30 1W Trappo. Aber irgendwie reagiert er. Ich würde jetzt gerne das Schwert ziehen, aber... Da drin mit dem Schwertstreicher oder Himmelslasher attackieren, wird es vielleicht öffnen. Das war irgendwie anders, stimmt. Fällt mir wieder ein, Freunde, irgendwann. So. Aber soll es mal wieder gewesen mit dem Bazar. Ist soweit schön und gut. Wobei, eine Item hätte ich noch gerne. Weil eben, wie bereits erwähnt, ich muss ja irgendwie Käfer fangen können. Wie ging das schon wieder? Warte mal, da ist ja Terry! Der gute alte Terry! Warte mal, der geht doch gar nicht, oder? Ich muss doch irgendwie die Glocke betätigen können. Wir haben einen Schwertstreich eventuell, aber... Es geht so nicht, obwohl wenn ich auf dem Dach oben wäre. Nee, ich glaube, es ist noch zu früh, Freunde. Es ist noch zu früh. Aber überall gibt es hier noch ein paar Truhen versteckt. Und ja, ansonsten, nächste Folge, gucken mal, wo ich ihm noch irgendwie etwas auftreiben kann, um die Käfer zu fangen. Natürlich weiß ich, welcher Gegenstand es ist. Ich bin mir bloß nicht mehr sicher, wo der genau war. Also auch eine Vermutung habe ich, aber... Die Frage, soll ich wirklich schon die ganze Folge noch durchkämmen? Machen wir uns auf das Zelda. Ja, aber ich hätte doch gerne dabei, weil die ganzen Käfer und so, die wir auch im Erdland finden werden, die brauche ich dann schon, ne? Das ist natürlich schon wichtig. Wie sich eigentlich wieder... Wie gut reicht den Schild schon wieder? Schild nutzen? Meine Tasche ist klar, aber der ist ja schon ausgerüstet. Jetzt natürlich nicht mehr. Wie geht das? Moment. Ernsthaft? Okay. Okay. R gedrückt, also beziehungsweise natürlich die rechte Kontrollstick-Taste gedrückt halten, zustechen, links gedrückt halten, macht er den Schildstoß. Jo, geht natürlich auch. Gut, Freunde, in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal zurück bei Legend of Zelda Skyward Sword in HD. Dann wieder mit Bewegungssteuerung, weil ich komme mit der Knopfsteuerung in Dingen so richtig klar. Ist irgendwie traurig, aber es ist so. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.